Es geht weiter, stets heiter, bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, und zwar im Zora-Reich mittlerweile, auch mit unserer eigenen Zora-Rüstung. Wobei mir eigentlich noch der Beinschutz und noch die Mütze fehlt, aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Wir sind ja auf der, ja, wie soll ich sagen, auf der Suche nach der Wahrheit hier, mit dem ganzen Schlamm und so, wo wir überhaupt herkommen, wenn wir den stoppen können. Ich meine, es ist klar, es ist ja, im Himmel da oben, auf einer Himmelsinsel, dass wir da hochkommen, kein Problem. Aber dass jetzt sowas da auch hochkommen, nee, könnte schwieriger werden, und wir suchen irgendwie eine sogenannte Wasserbrücke. Und da könnte vielleicht hier Giotto uns helfen. Hallo, ach Link, du bist ja da hier. Sprich, kannst du das Mysterium lösen? Ja, wir haben den König gefunden. Dem geht's gut. Das Buch des Königs soll also nichts anderes sein als eine Königsschuppe? Eine kuriose Erkenntnis. Dann würde dies auf unsere Inschrift übertragen ja bedeuten, man muss vom Land des Himmelsfisches aus eine Königsschuppe durch den Tropfen inmitten der Felsen schießen. Ja, das klingt bereits geringfügig einleuchtender. Und durch einen Tropfen den schwebenden Felsen vorn und natürlich in das Land des Himmelsfisches. Was mag mit diesen Worten gemeint sein? Der dringlichste Schritt wäre wohl, das Land des Himmelsfisches zu finden. Von so einem Land habe ich allerdings nie gehört, ob es wohl so heiß, weil es wie ein Fisch geformt ist. Wenn wir mit meinem Flossen doch nur fliegen können, dann wäre der Suche am Himmel keine Grenze gesetzt. Tja, wenn wir fliegen können, dann bräuchten wir diese Himmelsbrücke ja gar nicht mehr. Stimmt, wir können eigentlich einen Orni holen und der erledigt alles. Oder wir machen es einfach. Hä? Ja, mir nicht, oder was? Okay, sollen wir fliegen oder wir, oder was? Ich meine, wir haben eine Karte. Oh. Ja, das könnte gut sein hier drüben. Das könnte sogar sehr, sehr gut sein. Es ist unglaublich, ey. Jedes Mal, wenn ich anfange, irgendwie aufzunehmen, tagsüber, ist draußen immer jemand irgendwie etwas am machen. Sei es Rasenmähen oder sonstige Laubbläserei. Es ist unglaublich, ey. Sorry dafür. Also, es sieht ja schon so aus, wie als wäre da etwas. Und ich hatte vorhin... Oh, da fliegt schon etwas runter. Dankeschön. Genau danach habe ich gesucht. Also jetzt nicht nur speziell danach, sondern... Also relativ in der Nähe. Cool. Er hatte vorhin eigentlich hinter uns einen gesehen, der auch da so runterkam, aber wenn der schon mal hier ist, nehmen wir den mit. Ein Fels aus dem Himmel. Ah, scheiß lieber. So, wo ist der Scheißfelsen? Da. Hab ihn gesehen, hab ihn gesehen. Ein bisschen Wasser für uns. So. Wenn wir sagen, Kumpel, zurück in den Himmel. Was soll das Ding eigentlich... Soll es das sein? Jo. Okay, würde sogar passen. Huch. Moment! Ich wollte ein bisschen höher. Alter Schwede. Ganz hoch geht's hier gar nicht, wa? Doof. Na gut, zum Fisch rüber kommen wir trotzdem. Oder besser gesagt, zu diesem angeblichen Fisch, wa? Von hier aus sind wir auch gestartet, also mehr oder weniger gestartet. Hey, hier ist auch das Denkmal von Mifa, da kann nur so viele runter.
Ich meine, ich könnte natürlich auch mit dem Hoverboard da hoch düsen. Versuchen es mal so. Das ist wohl die Wasserbrücke hier. Na dann. Das schwebende Steine? Also, schon schweben, wenn man halt solche, die diese Antigravitation haben. Insel des Schuppentanzes. Wie groß ist das ein Fisch? Von dem her. Also doch jetzt nicht, muss das Teil erstmal komplett befreien, bevor es so weitergeht, oder? Ich mache einfach mal. Weil es ist unnötig, was ich hier treibe. Da hatte gerade darüber nach, ob ich mir erstmal ein bisschen umgucken soll, aber nee, komm, wir nehmen den Haupteingang. So geht's nicht, wa? Schade eigentlich. Müssen wir zuerst die Waffe ziehen, das ist irgendwie auch doof. So. Okay. Ah, hinten noch. Hm. Oh, ist echt viele Wasserfrüchte hier. Alter Schwede. Ich meine, zum Glück haben wir ein bisschen gefarmt. Oder gesammelt zumindest. Gefarmt ist übertrieben. Stell dir mal vor, du hättest ganz normal, wärst durch die Welt gereist und hättest gedacht, ja, wozu Wasserfrüchte, kommen ja auch so durch. Gut, die Hof, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass ich hier einen Quatsch mache und das gar nicht müsste. Da wäre ein bisschen kacke, tatsächlich, aber hey. So. Und nun? Die Zeitumkehr kann ich hier irgendwie nicht nutzen. Okay, kann ich hier irgendwas bewegen oder so? Was war da hoch? Ich habe jetzt von unten irgendwie nichts Spezielles gesehen hier. Den geheimen Eingang gäbe oder so. Ja, nehmen Sie auch mal stark an. Und unten ist noch etwas, ganz vergessen. Nein. Ich gehe mal davon aus, weil wir halt hier eine Art Wasserfall haben, der aber nicht ganz bis nach unten geht, dass wir irgendwas machen müssen, damit er bis ganz nach unten fließt und dann können wir... Ist das eine Art Wasserbrücke? Entschuldigung, wollte nicht erschrecken, Kleines.
gerade selber erschrocken. Also schon, was kommt jetzt für ein Feind? Oh. Hä? Soll das sein? Warte mal. Wie ist denn das mit dieser Schuppe? Okay, wir können die tatsächlich mitnehmen. Quasi so ausrüsten. Na, wo bist du? Hier. Nein. Hier. Hätte ja klappen können, wa? Okay, okay. Nochmal ganz durch, ganz richtig lesen. Stell dich auf das Land des Himmelsfischs und erblicken inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschießen mit dem Symbol des Königs. Okay. Ja, natürlich. Sieht halt so aus, aber da ist halt wohl ein Tor, was aber später aufgeht. Okay, okay. Form eines Tropfens. Ah, da! Ne, war gar nicht mal so schlecht. Ja gut, Tropfen, das kann man jetzt so oder so interpretieren. Ich meine... Moment, bin ich doof oder was? Ja, offenbar bin ich gerade sehr doof. Von hier oben sieht es aus wie ein Tropfen, aber natürlich nur in der Konstellation. Sprich, ich muss von hier natürlich mit dem Pfeil das Ganze machen. Oh mein Gott, ey. Also manchmal... Wäre schon ein bisschen doof. So. Und jetzt kommt Wahuta wieder raus. Hinweis über den Himmel. Okay, ist nicht ganz dasselbe, aber es geht in die Richtung. Also noch Verzor, schauen wir bei mir versteht darüber. So schnell kann es auch gehen, wa? Er ist eh schon da drüben, also insofern. Aber krass, dass man das... Stimmt, hätte das natürlich zuerst von hier aus gar nicht so richtig gesehen. Jetzt, wenn du es weißt, dass das ein Fisch darstellen soll und dann natürlich die Karte hast, dann weißt du schon, okay, muss wohl das damit gemeint sein, aber ansonsten... Ist da ein Monsterlager drüben? Na egal. Okay. Ich hatte gerade zuerst, ob hier vielleicht nochmal so ein Kumpel wäre, der will, dass man ihn darüber fliegt. Ah. Sieht ganz seltsam aus, der Sonnenuntergang hier. Ah, ja, das ist nochmal so eine Festung. Ob da ein Kumpel ist, ich weiß ja nicht. Haben wir doch nicht eh schon mal? Nö, noch gar nicht. Okay. Gehen wir trotzdem erstmal zu Sidon. Sidon, Sidon, Sidon. Also jetzt die anderen machen das? Damit sie ihn hier weg kann, oder wie? Juna, was bringt dich hierher? Ich möchte etwas mit dir besprechen, Sidon. Weißt du, ich habe lange darüber nachgedacht. Oh, Link. Link, wie sieht es? Wie steht es? Hast du das herausfinden können? Jupp. Alles weit ready, wir können aufbrechen.
Du hast recht auf der antiken Steintafel gelöst, woraufhin eine Säule aus Licht erschienen ist? Und es stimmt, was auf der Tafel geschrieben steht. Es sollte sich an der Säule ein Weg in den Himmel öffnen. Gut gemacht, Link. Das sind großartige Neuigkeiten. Hör mal, Sidon. Ich finde, du solltest mitgehen, wenn Link sich diese Lichtsäule ansieht. Deine Pflichten hier sind wichtig, aber die dürfen dich nicht einschränken. Wenn ihr beide zusammenarbeitet, du und Link, werden wir ganz sicher auch diese Krise überstehen. Ich meine, ja schon, aber... Was denn? Was lässt dich zögern? Naja, du musst wissen... Schlammraubschleim! Beschmutzer von Mifas Städte. Wie kann er das wagen? Ein schlammbedecktes Monster? Kann das gleiche Monster, das Vater angegriffen hat? Ich glaube zwar kaum, aber okay. Überlass die Klärung des Wassers uns. Das bekommen wir schon hin. Zumindest für eine Weile. Du hast recht. Ich vertraue dir voll und ganz. Link! Biet sie noch einmal an meiner Seite in die Schlacht. Ich glaube, wir ziehen noch ein paar Mal in die Schlacht zusammen, Kumpel. Dieses Monster hüllt sich in Schlamm, um sich zu schützen. Ein gefährlicher Gegner, ganz klar. Doch halte Ausschau nach einer Blöße und sag mir Bescheid, ja? Ich kann mich mit Wasser umhüllen und so vor einem Angriff schützen. Da ist die Fähigkeit, die wir BOTW von dem Goron hatten, von Daruk. Beziehungsweise Yunobo, der hat die Fähigkeit ja auch. Der Nachkomme. Das es auch hier wieder einen TOTK gibt. Dass wir haben zweimal diesen seltsamen Schild. Sinnesmacht über das Wasser, kannst du dich von ihm mit Wasser umhüllen lassen. Dies schützt vor einem feindlichen Treffer. Du kannst das Wasser auch durch Schwingen deiner Waffe nach vorne schießen. Okay, nein, ist ein bisschen anders, okay. Wenn wir nicht näher rankommen, haben wir keine Chance. Nimm dich in Acht. Ja. Und gucken, was macht. Ja, so war es nicht gemeint, Sidon. Wir müssen den Schlamm irgendwie wegkriegen. Das Timing ist gar nicht mal so einfach bei dem Teil. Okay, bringt nichts so. Könnten wir meine Wasserkraft mit deinen Fähigkeiten verbinden? So glaubt das nicht, wa? Spitzenklasse! Moment, ich bin gleich da. Dauert bloß eine halbe Ewigkeit. Ja. Noch ein bisschen! Schon wieder. Überlass das Spiel! Das Master-Schwert ruht und schöpft neue Kraft. Ja, nicht schöpft neue Hoffnung. Das ist endlich mal das Schwert, das wird gemacht. Aha. Los geht's! Großartig, Link! Ja, Wir haben es geschafft, Link. Das schändliche Schlammmonster hat seinen Denkzettel bekommen. Hat er alle unverletzt? Wir haben gar nichts gemerkt. Ja, uns geht es gut. Ich weiß nicht, was er getan hätte.
Wer weiß, ob noch weitere Monster auftauchen. Soll zur Sicherheit ins Dorf zurückkehren. Ja, es kann der Schlüssel sein. Wir müssen dahin, genau. Oh. Natürlich juckt es mich in den Flossen so mit Linken loszuziehen. Aber kann doch die nicht einfach so zurücklassen. Und keine Sorgen um uns. Aber, ach Sidon. Du bist der Prinz des Zora-Volks. Mehr noch als für mich musst du für die Einwohner des Dorfes da sein. Ich weiß, du hast viel durchgemacht, geliebte Personen verloren. Aber die Angst davor darf ich nicht beherrschen. Du musst jetzt furchtlos voranschreiten. Reiß doch mal zusammen! Dieses Zaudern steht dir nicht. Ich kümmere mich hier um alles. Sidon, blick einfach nach vorn, wie du es sonst auch immer tust. Folge deinem Herzen. Deinem Herzen folgen. Mach dir keine Sorgen, wenn du wieder kommst, werde ich da sein und dich erwarten. Ja, vielleicht stimmt das. Es ist Angst. Angst, wieder jemanden zu verlieren. Aha! Du hast recht, Juna. Ich werde dir vertrauen. Ah, da ist er. Katsching! Geh schon mal vor, du findest mich dann dort. Okay, see you later, Alligator. Da ist wieder der gute alte Sidon. Er wirft sich ihm noch vor, dass er damals seine geliebte Schwester nicht beschützen konnte. Das ist über 100 Jahre her. Abgesehen davon war er damals noch ein Kind. Link, bitte pass auf Sidon auf, ja? Na, Logo. Das ist doch unser Brudi. Königs Zweihänder. Ja. Wir haben dann relativ viele Waffen. Vorerst mal nicht, aber trotzdem danke. Das ist ein seltsamer Boomerang, wa? Komm zu mir! Boomerang! Hä? Was ist für ein Boomerang, den ich nicht wieder auffange? Ernsthaft mit A fangen, okay. Okay. Ja, kann durchaus cool sein. Was haben wir hier für eine Waffe? Wieder mal etwas mit ein bisschen mehr Power. So, jetzt ist ja noch die Frage, die ich mir gestellt habe, der ich nach da unten oder vielleicht erstmal unsere Rüstung upgraden. Die Frage natürlich, wo zum Henker sind unsere andere Zora-Teile. Kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie einen gewissen Teil davon erst dann später kaufen kann hier, in der Rüstung. Im Rüstungsladen oder vielleicht sogar erst dann hier wieder im Spähpost, ne, hatten wir auch schon. Aber gut. Anderes Thema. Muss mal gucken, da ist eine große Fee. Ich will trotzdem unsere aktuelle Rüstung ein bisschen upgraden, wenn es geht. Wo haben wir eine große Fee relativ nah an der Quelle? Eine große Feenquelle relativ nah an dem Schrein, so. Und dann, Freunde, geht's vielleicht dann auch schon ab zum Tempel. Zum Wassertempel. Der offenbar hoch oben im Himmel ist. Dort unten am Meeresgrund. Ich meine, klar, ich bin kein Freund von Unterwasser-Dungeons, Unterwasserkämpfen. Das war schon immer so. Nicht nur bei Zelda-Spielen, sondern generell. Aber jetzt gerade bei so einem Spiel, wo man sagt, hey, du hast einen Himmel, du hast irgendwie auch Höhlen, die wieder zurückgekehrt sind, den Untergrund. Hast du alles auch. Ja, ich meine, da wäre doch irgendwie Unterwasserwelt im Untergrund. Wäre es zu viel verlangt? Ich weiß nicht. Und das Master-Schwert schöpft neue Kraft. Tada, tada. Der Duft ist nicht sehr gut. Warum das? Hast du gepupst? So, hier zur Rüstung. Schließ deine Augen. Exel vor Sporn und Hyrule Barsch. Ich habe noch ein paar. Ja, komm, mach doch mal.
Wir kriegen sicher nicht so viel Power drauf wie beim Reckengewand, aber ein bisschen mehr Defense wäre schon cool. Wunderschön. Oder ein Maxi-Barsch habe ich nur einen, oder aber 3 Stück dafür, oder? Für Stufe 3. Aber Exelforce haben wir auch 5 Stück. Exelforce Schwanz sogar noch. Okay, okay. Da wird dann bereits ein bisschen kniffliger. Also kniffliger, aber ein bisschen teurer halt. Wobei ich mich tatsächlich gerade frage, ob ich den Maxi-Bar schnell mal duplizieren soll. Der Trick, der klappt bei meiner Version noch. Also bis und mit Version 1.1.1 klappt er nachher nicht mehr. Deswegen habe ich das Spiel daher nicht mehr abgedatet. Wo ist jetzt der Maxi-Bar? Hallo? Fische, wo sind die Fische? Hier. Ah, da. Natürlich im Stinkewasser. Wieso ist hier bald auch so Stinkewasser? Na egal. Jetzt müssen wir eigentlich 2 haben, wa? Es sei denn, es hat gar nicht geklappt. Doch, Maxi Barsch 2, okay. Ich brauche, hat sie gesagt, 3 Stück war insgesamt, okay. Eigentlich da oben noch fest, okay, war nicht schlecht. Nicht so wie gehofft, aber egal. So, 4 Stück. So schnell kann es gehen mit diesem Glitch. Ja. Kann man sich immer hinterfragen, ist ein Glitch sinnvoll? Ja, nein. Generell das Thematik nein, ist nicht sinnvoll. Aber bei einem Spiel wie diesem hier, was so lange dauert und ich nutze nicht irgendwie, um mir, keine Ahnung, irgendwas herzuglitschen, was ich gar nicht habe. Ich erhöhe nur die Anzahl gewisser Gegenstände, die ich bereits habe, um so ja auch Zeit zu sparen. Genau für ein Let's Play. Insofern finde ich persönlich das jetzt nicht schlecht. Da muss natürlich jeder für selber entscheiden, ob das auch möchte oder nicht. So, Stufe 12. Will mal gucken, was man machen könnte. Bleigslaschwanz und Opal. Warte, aber viel Opal, aber. Immerhin schon mal bis auf 20. Wäre mal so schlecht. Natürlich noch weit vom neuen Reckengewand entfernt, aber hey. Bis dahin. Jo, see you later, Alligator. Nee, reicht aber auch, muss er zugeben. Fürs Erste zumindest. Hat ja auch viel damit zu tun, finde ich, ob es nachher Einfluss aufs Spielgeschehen hat. Also wenn ich mir jetzt irgendwie etwas herzaubere oder eben glitsche, wo ich nachher sage, okay, nachher wird das Spiel um das 10-fache einfacher. Da muss ich sagen, schwierig. Schwierig. Wenn es um sowas geht, wo ich sage, hey, ich kann das Reckengewand anziehen, nachher hätte ich sogar noch mehr Defense, als ich jetzt aktuell schon habe. Ja. Ich finde es jetzt nicht so tragisch. Hier unten ist irgendwie auch sonst nichts los, wa? So. Wieder hier. Hier hat sich immer noch nichts geändert. War auch irgendwie... Willkommen. Zum Laden. Allerhand Dinge ausgestellt, ja. Aber jetzt richtig irgendwie Rüstungen oder so hat der hier keine, ja. Der Karl ist es selber, wir brauchen nur hier den Krämerladen, hier das Gasthaus.
Keine Chance, mir noch irgendwie einen Teil der kompletten Zurüstung zu holen. Naja, ist halt so. Gut, gehen wir mal schnell rüber. Schnell vor allem. Könnt da einfach runterschwimmen. Das wäre eine Variante. Ich könnte aber auch. Die Königin sind noch weg, wa? Na gut. Wir müssen erstmal einen Tempel machen und die Wahrheit wegen Zelda und so herausfinden, weil alles andere lohnt sich glaube noch nichts. Ja, da ist der Staudamm, da müssen wir auch hin. Das kann es irgendwie. Alter. Also Schmutz, der ganze Schlamm, der runterfließt. So verlässlich! Ja, du bist so verlässlich. Theoretisch kommen wir natürlich auch hier hoch, hä? Warum eigentlich nicht? Hm? Ah, jetzt. Ah, war zu weit rechts, okay. Fast komplett oben. Aber es hat echt was ein bisschen vom Schlamm des Hasses aus BOTW, wa? Nur dass die halt vor allem ganz Hyrule war. Guten Tag. Das ist noch ein Silberner. I need new bow, please. Du kommst, habt das irgendwie gerufen. Endlich Bäume hier fällen. Was soll denn das? Ups. Und zwar deswegen, er hat ja ein silbernes Horn dabei, ne? Und wir haben gleich unser Masterschwert zurück und ich würde es gerne mal damit kombinieren. 4 Minuten, okay. So, eigentlich wollte ich hier drüben gucken. Waffen, wie gehabt, immer zu viel. So. Der Zora Zusatz 1, Wasserfluss und Lanzenkampf. Flussufern wohnen, nein, in von uns besitzen schwächer oder stärkere Ausformung, die Fähigkeit, das Wasser zu kontrollieren. Okay. Mit einem Seerahmen, mit einer Lanze, dann glied mir die Waffe aus meinen regennassen Fingern. Ich wollte sie noch fangen, doch reichte nicht mehr daran. Die Lanze drohte in die Tiefe zu fallen. In diesem Moment bildete sich zwischen meiner Hand und der Lanze eine Kette von Regentropfen, verfestigte sich. Wasser kann hart wie Stahl werden und eine Lanze flüssig wie Wasser. Ja gut, man kennt es vielleicht, wenn man irgendwie auch, als Beispiel, du bist gerade irgendwie im Schwimmbad, du hast dort so, kein Trampolin, nein, du hast dann so ein Wasserbrett, wo du runterspringen kannst, das ist ein Hochturm oder so, und ja, also quasi Wasserturm springen. Je nachdem natürlich kann es sein, dass so ein Turm für eher so 3-4 Meter hoch ist, und ist kein Problem. Wenn aber dann irgendwie so 10 Meter hoch ist, dann kann es einen Aufprall auf dem Wasser ziemlich wehtun. Aber natürlich dann mit dem Körper machst oder so, oder mit dem Bauch voran. Oder mit dem Arsch noch besser. Und ja. Ist halt so, dass Wasser dann ziemlich schnell, ziemlich hart werden kann. Östlicher Stausee. Hier war einst Vahuta. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und nun ist er nirgends. Einfach weg. Den Entwickler ausgelöscht. Und die Erklärung dafür? Ja, es ist halt ein Mysterium, warum die verschwunden sind. Schön.
Ist echt ein Mysterium. Aber ja, machen wir halt seine eigenen Theorien, war ja nicht so tragisch. Noch ein paar Wasserfrüchte. So. Ist alles verschüttet worden. Achso, ich dachte, er wartet hier. Ja, aber das ist falsch gelesen von ihm. Naja, dachte halt, wir treffen uns an Land, aber okay, dann halt nicht. Geht ja auch so. Machen wir lieber doch von hier oben her. Mann, ich vermisse Rivalis Fähigkeit. Immer wieder. Da oben ist er. Vor allem passiert ist gar nichts, als er da war. Nur weil ich kein Zura bin, wa? Deswegen kann ich es nicht machen. Ja, ja. Link, nicht bücken. Link, was machst du da? Hochklettern. Der darf jetzt ran zu bücken. So, das ist also... Das ist es, Sidon. Das ist es. Oh, So also gelingt es uns, in den Himmel emporzusteigen. oh. Was war das? Hast du gerade eben auch? Jo, habe ich auch. Ah, nicht wichtig. Da ist sehr wichtig, Sidon. Denn du wurdest auserwählt. Oh, ich habe eine Idee. Ich hatte absolut recht. Unten am Boden ist ein Eingang zu sehen. Ich bahne dir den Weg. Rein mit dir, Link. Ist das doch ein Unterwassertempel? Ich komme schon, Sidon! Game over. Und Sidon aus dem Dorf der Zora. Also wir werden natürlich auch nachkommen, ne? Oder nicht? Ob es einen Hinweis zur Wasserbrücke gibt? Ein Hohlraum voller Ruinen. Ja, am Schluss ist irgendwie Ganondorf wieder hier. Der alte Drecksack. Okay. Das Masterschwert ist zurück. Sehr gut. Jetzt wollen wir mal gucken. Also wir haben, glaube ich, vorhin gesehen, von der Stärke her, es müssen eine Basisstärke von 30 haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Denn ich hatte hier mit der Gamma-Elite-Klinge ein bisschen mehr Damage gemacht als mit dem Maserschwert. Also ich würde sogar sagen, etwa 1,5 mal so viel. Da ist meine Interpretation. Moment, haben wir denn gerade irgendwie hier das silberne Ding gehabt? Bockblinhorn. Wo war es jetzt? Hier. Excelforce, Entschuldigung.
Plus 35. Oh, warum nicht? Kann man so machen. Da schreit er direkt nach Bombs away. Ja, dankeschön. Schade. Schade, 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 denn da ist eine Truhe, eine kleine nette Truhe. Ihr wisst alle, wie sehr ich Truhen liebe. Mein Floß liebt es aber offenbar weniger. Ein Zora-Schwert mit Weitwurf vor allem. Weitwurf. Komm, wisst ihr was? Mir geht das Teil ja nicht langsam auf den Sack. Hier, der große Zauberstab. Wir können ja auch mal gucken, wie weit wir eigentlich hier mit dem Zora-Schwert kämen. Bei Nässe hört es aus einer Angriffskraft. Ja gut, hier ist natürlich schon nass gefühlt. Aber wenn es jetzt natürlich schon eine 12er Basisstärke hat, kann das Teil jetzt nicht so stark sein. Wenn man noch irgendwas Brauchbares mal draufklappen könnte. Bockblindhorn, ja komm. Den habe ich wirklich mehr als genug. Was natürlich auch scheiße aussieht, ne? Das Teil? Ne, kann man nehmen, das Teil. Sieht doch ein bisschen geiler aus. Ich meine, das Auge kämpft mit, oder? Das hat eine schöne Power. Das Teil natürlich auch, 106, aber naja. So. Wasserkorn, na doch. Das haut rein. Also im Shield, jetzt können Sie natürlich auch fragen, hey, wir einen anderen Shield nehmen. Ja, dass man die Hylia Shit noch kaputt geht. Dass mal ein Waffenmix war. So. Boah. Das sieht mir nach Sonar-Technologie aus. Antikes Zura-Heiligtum ist was, Freunde. Wir sind bereits über 42 Minuten angelangt. Und sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom auf dem Weg zum Wassertempel. Also nee, Mann, dass es einen Wassertempel gibt. Hier ein paar Mechanismen, da wird auch noch lustig. Mit Sidon zusammen, ne? Da, so ein seltsamer Wasserschild, den man aber auch zum Angriff nutzen kann. Klingt soweit ganz cool. Bis zum nächsten Mal. Und ciao zusammen.